Salut und willkommen zurück bei Guggenheim Media Channel. Heute haben wir ganz einfach das Rezept für euch, weil ihr wahrscheinlich schon nie selber daheim gemacht habt. Muster. Das ist ganz simpel zu machen, aber viele brauchen nicht für schon heute 50 Gramm gemischt Muster kehren. Das heißt Brunger Agila, 25 Gramm von den zwei. 50 Gramm Musterpuder, schon 4 gemahlen. 6 Gramm Salz, 110 Milliliter Wasser und Scheigemus und Äppelessig. Viel mehr braucht auch nicht dafür, vielleicht einen Mörser für die Kerne klein zu machen. Oder hier habe ich auch ein Kaffeesmühle, ein elektrisch. Geht für mich viel besser, mir einfach. Ich kann es auch mir rein. Ich habe lieber, wenn mein Muster mir rein ist. Der könnt ihr noch ganz dran machen, der könnt sich just ein bisschen klein machen. Ich würde gerne so ganz rein sehen. Für uns fänken. Für uns fänken holen wir Musterkehren. So, nicht Kaffeesmühlen, Musterkehren. Und die machen wir an Kaffeesmühlen. Ich habe Brunger Agila geholt, weil die Brungen sind ein bisschen scharf. Die geben ein bisschen andere Gut. Dafür habe ich 25 Gramm von Alkohol für zu mischen. Ich meine, die da haben Kaffeesmühlen dran. Die natürlich auch extra Mixer für Gewürze an, so wie ich mein Kaffeesmühlen habe, geht gerade so gut. Und du könnt das so klein machen, wie das ihr gerne hättet. Für mich wie gemahlen. Geht auch relativ fix. Noch ein bisschen gegen nicht tun. Das macht viel. Der könnt Kerne natürlich auch ganz an den Muster heranmischen, dass wir das am liebsten hat. So. Komm, guck mal. So habe ich mein Muster am liebsten. Ist schon so rein wie es geht. Riecht nur nicht viel. Riecht noch ein bisschen nur Kaffee. Schön sie proper gemacht. Schweren, ob alles, schön sie proper gemacht. So. Stecker rausziehen. Und sind wir so beim zweiten, also ziemlich schlechten Schritt. Alles an die Schüssel machen und mischen. Soll ich nicht mal anfangen an den Mixer gehen? Das geht Stecker dran. Ich bin professionell, ich weiß, was ich mache. So, weiter. 50 Gramm 4 gemahlene Puder. Den lassen noch ein gut Stück mehr rein, wie das, was ich gemacht habe. So. 6 Gramm Salz. So. Können wir auch ganz dran machen. Es sind nämlich gerade 110 Milliliter mit, geht noch durch. So, hier habe ich den Äppelessig, davon machen wir 3 Zuckerlöffel dran. Nicht mehr und nicht mehr. 1, 2, 3. Zu guter Letzt die 110 Milliliter Wasser. So. Ich muss das ganz schön vermischen. Und du werdet denken, sieht aber noch verdammt flüssig aus. Ja, sieht extrem flüssig aus. Aber wenn wir die an die Gläser füllen und Stuhl lassen für 3 Dich, dann erklären wir die noch nach. Dann zieht die ganze Muster, die Kerne und die Puder, die will ganz Wasser ab und dann kriegt das die richtige Konsistenz. Wenn man das ganz fertig gemixt, soll ungefähr die Konsistenz so wie bei mir und Karoge ein bisschen mehr flüssig sein. Mehr dickflüssig am besten nicht. Wie gesagt, geht noch mehr dickflüssig mit der Zeit. Kann ich machen, keine Angst, was dann los macht, das ist nicht der finale Gut. Okay. Was gut scharf gehen du? Ich scharf muss da gerne. Wenn er gerne nicht so scharf hat, dann macht Wasser warm und dann macht das Wasser dran. Durch irgendeinen Grund, ich kann nicht schnell erklären, welchen Grund, wenn der warm Wasser holt, geht er nicht so scharf dann. Das war jetzt mein Pool. Da kann man Cut machen. Ich habe fertig gemischt in der Schüssel. Das war los vom Kochen hier schon. Kochen. Der könnt nur Gläser, alle Mustersgläser könnt ihr holen, der könnt Gebäßgläser holen, wo der gespült wird. Ich lebe just mein Gewürzgläser, jetzt sind die nicht eure Gläser, wo ich nach unten, weil ich schon Muster gemacht habe, um zu testen. Füllen wir die noch mit Muster und dann lassen wir die bei Raumtemperatur 2 bis 3 Dich nach dabei stehen. Da fermentiert das Ganze, ich kriege eine Konsistenz und eine viel bessere Gut nach. Das war lo ma mache vom Muster. Lo lassen wir den 3 Dich, 2 bis 3 Dich, einfach in der Küche stehen bei Raumtemperatur. Hier ist es nicht schlimm, weil der Koch kann die lässt Luft durch.
Wenn er Glas macht oder irgendwie Gefäß mit Schraubverschluss hat, macht er nicht ganz fest so, weil fermentiert da war, kann sein, dass du ein bisschen Gasen entstehen. Nicht, dass er explodiert. Und dann zweiter Idee ist gut. Schmeckt dann nachher, wenn nicht gefällt, an den Frigo, an den hält sich. Also so Glas aus mir noch nie schlecht gehen am Frigo, weil es war immer echt Eidel, der Tisch. Das hält schon gut Zeit. Und noch, wenn er sie gefüllt tut, klappt es ein bisschen auf den Tisch, wie ganz Luft raus zu kriegen. Und dann war das. Und dann musst du das selber gemacht. Das nicht mehr, nicht mehr. Vielen merci für das Gucken und los gleich ein Like, subscribe bei Elewaf Media. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr mal auf Instagram bei Gute schreiben.